Hallo zusammen, du bist Cronklitus oder Chris. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und möchte euch hier jetzt mal ein Video zeigen über die Kampagnenmission Schlacht von Demeter. Vielleicht kennt ihr die Map. Im Kampagnenmodus wird, wie man hier sieht, Hardpoint Domination oder Hardpoint Herrschaft eben auf dieser Map gespielt. Und am Anfang war mir die sehr unsympathisch, weil das B ist einfach so ein verdammter Clusterfuck. Dort drinnen in dieser Fabrikhalle geht es zu und her. Und am Anfang, wenn ich dort rein bin gelaufen, habe ich gewusst, es geht nicht lang. Und dann werde ich abkassiert. Und dementsprechend vorsichtig bin ich am Anfang mit B und habe mich dort ein bisschen ferngehalten. Habe am Anfang auch eher so ein eine AC-Taktik gefahren, wo ich immer hin und her bin gesäckelt, das Zeug reinnehmen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt effektiv oder effizient. Und darum, ja, habe ich mich halt mal so ein bisschen an B dran gemacht und habe mittlerweile, glaube ich, ein paar gute Spots gefunden, die gegebenenfalls auch euch werden helfen, ein bisschen besser mit der Map und dem Spielmodus klarzukommen. Ganz eine geile Sequenz, wie er hier mit seinem Auge oben runterkommt, auch wenn das Bild wegen dem Tearing immer wieder verreist. Hier kann man einfach durchziehen, er macht die Türen meistens genau gleich auf, wenn man dort angelangt. Und dann geht es darum, möglichst schnell zu B zu gelangen. Wenn ihr das Stimulationspaket habt, könnt ihr schneller säckeln, hier ein bisschen Wallrunnen, versuchen auf den Steg zu kommen oder irgendjemand halt drauf. Und was ich mache, ist meistens hier hinten rein, weil hier wird das B noch eingenommen und hier ist man gut geschützt. Da ist man wirklich gut geschützt. Jetzt, was hier vielleicht zu sagen ist, es hat viele neue Spieler gehabt, hat es mir am Rang gedünkt, am Level, wo sie waren. Und von dem her haben sie sich auch noch nicht so gut auskennt, weil normalerweise ziehen sie hier vorne raus. Genau, ihr seht es. Schön zwei rausgesäckelt. Das ist der normale Weg, wenn du von A aufs Dach springst und dann hier rüber säckelst. Von dem her kann man dort sicher gut abkassieren. Und das habe ich dort auch gemacht und versuche jetzt eigentlich so die Spots zu nutzen, wo ich eben gut gedeckt bin. Weil es gibt effektiv von allen Seiten gibt's Stege und Geländer und Aufbauten, wo man sich befinden kann, auf mehreren Stöcken. Und rein von dem her bin ich froh gewesen, dass ich doch ein bisschen Unterstützung durch das Team auch bekommen habe. Und ihr seht, unten rasselt es Punkte. Und das Geile ist, ich habe am Anfang noch Doppel-EP eingeschaltet, eine von diesen Burn-Cards gewählt, die man zum Teil bekommt. Nicht allzu viel, aber so Doppel-EP gibt es schon noch ab und zu. Und wenn man die geschickt einsetzt, dann klingelt es richtig. Und beim Hardpoint Domination Spielmodus im Titanfall bekommt man ja immer plus 75 Punkte, wenn man Domination-Punkt verteidigt. Das heisst, einfach in Nähe ist und schaut, dass kein Gegner da einnimmt. Und mit doppelter EP, logisch, bekommt man gerade 150. Und das glöckelt dann schon noch streng rein, weil das sind dann auch bei den Leuten, die bei Defense irgendwie 3'500 Punkte haben oder so. Das läuft genau so bei denen. Und diese Taktik habe ich hier auch versucht zu fahren. Und es ist natürlich nicht darum gegangen zu campen, das ist ein bisschen langweilig, sondern geschickt das zu verteidigen, sich ein bisschen umzubewegen, versuchen den Gegner schon vorauszuzahnen, wo sie gegebenenfalls herkommen. Und das hat sich eigentlich wirklich als effektiv erwiesen. Es ist natürlich optimal, wenn man das zweite Höch hier innen bei B kann sein kann. Und ihr seht, die rufen jetzt mit Titan rein, so dass sie endlich gefunden haben. Rufen jetzt hier meine Augen rein. Und das ist dann eigentlich dann, wo man ziemlich auf der sicheren Seite ist, weil man kann hier innen mit dem Titan im Kreis laufen. Und das ermöglicht einem vor den Piloten ein bisschen auszuweichen, die auf einem schiessen. Und gleichzeitig eben auch gut zu verteidigen. Man kann sogar mit 2 Titans hier innen rumwurschteln, aber dann wird es da aber schon ein bisschen chaotisch, vor allem wenn dann beide irgendwie gegeneinander säckeln oder einer vor einem Gegner flüchten und dieser noch rückwärts von irgendetwas sich zurückzieht. Ja, interessant. Und der Radius, wie es eben die 150 oder 75 Punkte gibt, je nachdem, ob man die Doppel-EP-Karte am Laufen hat, ist noch gross hier ums B. Also ich kann auch das Gebäude ganz leicht verloren Türen und dann gibt es das dann immer noch. Und ihr seht, die Piloten versuchen mich hier zu knacken, aber der erste Schuss verrotet ja eigentlich immer ihre Position. Und rein von dem her ist es dann einfach, sie abzukassieren, die armen Siechen. Ich habe hier Clusterraketen montiert, finde ich sehr geil, weil mit dem kann man mit Piloten ziemlich easy auch aus Gebäuden rausfischen, weil die explodieren dann in kleinere, mehrere Sprengkörper und putzen eben so kleine Löcher, die sich halb verstecken. Ziemlich gut aus, Und ja, der eine oder andere kann jetzt sagen, ja, leck, immer nur ein B, Zeug und Sachen. Ja, es gäbe vielleicht noch eine bessere Taktik, diese Map zu gewinnen, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich hier beim B anstrenge, dann schafft es mein Team
in allen Fällen entweder das A oder das B zu halten und dann gewinnen wir die Map einfach immer. Und ich habe auch schon verloren, so wollte ich es schon nicht sagen, aber die Taktik hat eben, wie gesagt, für mich jetzt schon noch gut funktioniert, gibt auch massig Punkte, Action ist eigentlich auch satt und rein von dem her ist das eigentlich so ein bisschen mein Weg, der, den ich jetzt jeweils wähle auf dieser Map. Und was ich gedacht habe, wenn jemand die gleiche Taktik fährt, um das zu kontern, ist eben sicher einerseits mit den Titans dort reinzuziehen und andererseits vielleicht gleiche Klasse mit dem Raketenwerfer ausrüsten, weil dort kannst du eigentlich von außen schießen und wegjumpen und somit haben sie eigentlich keine Chance, die sofort zu orten, wo hingegen mit dem Granatenwerfer oder auch dem Schnellwerfer kann die der Titan immer sehr schnell eigentlich lokalisieren und die dann abkassieren. Ihr seht, mittlerweile haben die Gegner natürlich auch ihre Titans draussen, aber einerseits haben sie alle gar nicht so geschnallt, was abgeht oder haben gar nicht gewinnen, es waren ein bisschen Killhuren gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sich häufiger außerhalb von B eigentlich aufgehalten, als sie versucht haben, das einzunehmen. Gleichzeitig ist es dann vielleicht ähnlicher gegangen wie mir am Anfang, wo ich einfach musste sagen, fuck, das B ist ja hure schwer einzunehmen, das ist ja hure gut protected. Aber ihr seht, sie versuchen es. Und gerade mit der Maschinenpistole von den Titans kann man es ja relativ easy abschießen. Der Einzelschuss finde ich auch noch chillig. Und ja, eben Vierfachrakete hat natürlich einen guten Explosionsradius. Ist mir aber einfach wirklich zu langsam. Dann mit der Plasma, Elektrogun, Granatenwerfer, der letzte, habe ich noch nicht so oft gespielt, weil ich die noch nicht so gut handhaben kann. Es ist wirklich das Maschinengewehr, vor allem sobald man das grosse Magazin hat. Oder auch das Schnellschiessen-Perk für die Knarre von diesem Titan, dann geht es dann eben richtig ab, finde ich. Und darum habe ich bisher eigentlich noch gar nicht gross das Gefühl gehabt, irgendwie eine andere Waffe zu nutzen, was schon noch abgefahren ist. Und das ist eben auch bei den Pilotenknarren so. Ich finde, der Karabiner ist hure stark, wenn du grössere Distanzen hast. Und dann brauche ich nur die 2 Maschinenpistolen. Und viel mehr habe ich bisher eigentlich noch nicht genutzt, weil die 3-Schuss-Knarre ist eigentlich zu wenig stark, finde ich. Wer kann sich noch an Type 95 am Anfang vom MW3 erinnern? So stark müsste es schon nicht sein, aber also es ist eben wirklich ein bisschen weak. Mit der Noob-Pistole, die selber zielt, wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Snipers finde ich hart. Bumpy, ja, ist sicher auch gut, aber du musst dann halt immer sehr nah bei den Leuten sein und ja, ich habe sie leider ein bisschen inkonsistent gefunden, weil zum Teil ist Gegner mit 2 Hits oder sogar einem können killen und zum Teil bist du einfach am Pumpen gewesen und die Sachen sind nicht abgelegen. Darum ist eben meine bevorzugte Waffenwahl sicher im ersten, wie soll ich sagen, im ersten Auswahlkreis liegt. Eine Maschinenpistole und wenn es dann eben ein bisschen um grössere Distanzen geht, nehme ich den Karabiner. Und bin mit dem eigentlich perfekt ausgerüstet. Und das ist eigentlich hure geil, wenn du das so überlegst. Du hast irgendwie 5 Klassen, die du aufbauen kannst. Und eigentlich braucht man nur 2 Waffen. Und gewisse werden sich jetzt über das beklagen, bla 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 bla. Aber seid gewiss, es wird sicher noch der ein oder andere Patch kommen, wo ich überzeugt bin, dass 3-Schuss-Waffe auch noch ein bisschen bufft wird, dass die noch ein bisschen stärker ist. Und somit wird es ein bisschen interessanter, die auch noch zu brauchen. Aber ich finde jetzt gerade am Anfang ist es eigentlich dumm, wenn man nicht den Karabiner oder die Maschinenpistole braucht. Ausser man will eben ums Frecken snipern oder mit der Noob-Pistole spielen. Jeden das seine, ihr könnt es ja. Aber eben, die sind wirklich, wirklich gut. Und gerade der Karabiner ist einfach so präzise, auch wenn du den Trigger hinterher ziehst und sie vollautomatisch das ganze Magazin verpfeffert. Ja, die bewegt sich nicht allzu gross. Und nicht vergessen, hier die Marvin-Salbe abzukassieren. Wenn ihr 10 von denen verwünscht, gibt es schon mal einen kleinen Bonus. Und es geht dann, glaube ich, noch weiter. Die armen Siechen können zwar nichts dafür, die sind einfach nur durch am Arbeiten. Aber ja, was machen wir denn da alles für ein bisschen Erfahrungspunkte? Das Geile ist ja wohl, dass die Mission noch richtig dramatisch wird am Schluss, weil er sich ja aufopfert. Und irgendwie der Core, der Kern überladen und das Zeug alles in die Luft sprengt und alle sterben wir dann. Also von dieser Map kann man gar nicht flüchten am Schluss. Putzt die einfach weg. Schön war mit euch zu kämpfen. Ciao zusammen. Aber es ist ja dann auch noch nicht die letzte Mission. He? Ja,
Das wäre also der Kampf von Demeter gewesen, mit ein paar Waffeninfos und sonstigem Getext. Das ist aber schon noch hardcore, einfach so 10 Minuten ihm zuzulassen, wenn er hier Wörter aus diesen Lautsprechern rausballert. Aber ich hoffe wie immer, dass es auch ein bisschen informativ und unterhaltsam war und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Macht's gut, ciao zusammen.